Er ist in der Nacht in München alle unterwegs gewesen und der hat gesagt, ja, ich komme gern. Der Nachtwächter von München. Hui, sehr ruhig, dass da nichts passiert. Ich frage erst einmal meine zwei Helfer, die mir da helfen, weil ich kann das nicht alles. Du hältst einmal die aber bitte vor, sehr gefährliche Waffe. Die Waffe, so hältst du die Waffe. Als erst einmal leid, das ist, ich muss euch sagen, ich muss jetzt sofort Alarm geben. Morgen nicht. Weil da ist so viel Feier. Und immer wenn ich eine Feier sehe, muss ich Alarm geben, dass der Türmer das hört, dass wir löschen können. Überall an jedem Tisch. Wisst ihr denn nicht, wie gefährlich das ist? Damals, zu meiner Zeit. Da war das wirklich gefährlich. Ich möchte, meinst du? Das passt schon, reden wir. Ich möchte euch heute nämlich ein bisschen was von meiner Zeit erzählen, von dem harten Leben von einem Nachtwächter. Ja, unterwegs bin ich in der Nacht und darum möchte keiner was mit mir zum Tor haben. In der Zeit, in der wir jetzt gerade sind, ist es besonders spannend. Ich bin doch ein sogenannter unehrenhafter Beruf. Wie der Henker, pfui Teufel, mit dem wir nicht einmal Dankeschön verglichen werden. Oder der Abdecker am Lext. Oder am Totengraber, Herr Fütter. Aber das sind natürlich Berufe, mit denen möchte keiner was zu tun haben. Das ist schon klar. Aber schlecht war es nicht, so einen Beruf zu haben. Weil da hat sich doch manch einer ein bisschen was dazu verdienen können. Der Henker zum Beispiel, der war besser wie manch ein Medikus. Oder der Abdecker, ein mit die Haut von den Viecher. Da hast du noch recht schön lernen können. Oder der Totengraber. Der Totengraber hat doch manch Toter noch ganz gute Zähne gehabt. Und die hat sich manch Zahnlucker der Reicher sehr gern gehabt und hat es wieder reingesteckt. Ja, so war das damals. Die haben sich alle Geld verdienen können, bloß ich nicht. Weil ich war der ehrliche Haut. Und der unehrenhafte Beruf war ich deswegen, weil ich in der Nacht nicht im Bett gelegen bin wie der Ehrenmann, sondern weil ich in der Nacht aufpasst habe auf die Stadt. Wobei ich hätte manchmal schon viel lieber, weil ich im Bett gelegen, als da rumzulaufen in der Stadt mit dem ganzen Geschwirr und mit dem ganzen Gesindel. Glaubt's mir's leid, das hätte ich lieber gemacht. Aber ich, mit dem Türmer, wir waren unterwegs und haben auf die Stadt aufpasst. Aber gekriegt hast nichts dafür. Sogar wenn ich mal im Wirtshaus war, da hat sich keiner an meinen Tisch gesetzt. Da wollte keiner was mit mir zum tun haben. Und keiner hat mich einmal gefragt, wie es mir geht oder wie ich mich fühle. Und das tut besonders weh. Bei Eishockey gehe ich auf die Nacht in der Stadt umeinander, um auf euch alle aufzupassen. Und glaubt's mir's, damals war der Winter nur ein Winter. Saukalt war's und ich ganz allein. Aber dann hat es einmal eine Zeit gegeben. Da war es trotz der ganzen Kälte ein bisschen wärmer. Das war dann, wo es auf Christi Geburt zugegangen ist. Adventszeit hat man es genannt. Obwohl in der Zeit die kürzeste Nacht gewesen ist, hat man gemeint, dass die Licht der Mama doch ein bisschen heller scheinen als sonst. Das Kerzenlicht und das Feuer aus den Häusern, wollte man fast glauben, hat richtig Wärme abgestrahlt. Ja, manch einer hat er dann damals auch einen Schluck Wasser, ein heißes Wasser gegeben und hat gesagt, da weißt gar nicht, dass du erfroren ausschaust. Gut hat es aber schon da, das Wasser. Und dann, obwohl die Leute meist selber nichts gehabt haben, haben sie in der Zeit einmal ein Stück Brot zugesteckt.
Aber viel wichtiger war oftmals ein nettes Wort. So, lass das schmecken, wenn einmal einer zu mir gesagt hat. Oder einfach nur Dankeschön. Leute, ihr glaubt es gar nicht, wie so ein bisschen Ansprache in so einer kalten Nacht wärmen kann. Nicht meine Haut, mein Herz hat es wärmt. Manchmal ist sogar einer von denen, die wo in einem Storhaus wohnen, die wohnen in einem Storhaus, weil die sind die Storreichen. Der ist gekommen und hat mir dann ein Stück Brot mit Schmalz gegeben. Und bald näher gekommen ist die heilige Nacht. Da sind sogar die Stinkreichen gekommen. Die Stinkreichen, stellt euch vor, die haben sie gar nicht waschen brauchen. Die haben sie mit Tafelblei gestrichen. 10 Meter gegen den Wind hast du das schon gerochen, wenn er so ein Stinkreicher kommt. Ja, und da hat er mir da einer mal einen heißen Wein gebracht. Mei, das hat geliert in meinem der Wein. Ja, und auf die Schulter hat er mir geklopft und hat gesagt, gut gemacht, Nachtwächter, gute Arbeit. Die paar Minuten Zeit, die mir manche Leute geschenkt haben, die waren wie ein wärmendes Feuer im Herzen. Und das damals zu meiner Zeit. Heutzutage ist ja noch viel schlimmer. Keiner hat mehr Zeit. Zeit zum Reden, Zeit zum Zuhören, Zeit zum Helfer und. Drum, mein Bitte an euch, schenkt euch selber einfach einmal ein bisschen Zeit. Und ihr werdet sehen, die anderen Leute, die haben auch was davon. Mal einen Rat geben, mal ein Ohr schenken und zuhören. Euch bricht kein Zacken aus der Krone. Und dass ihr das kennt, das Zuhören, das habt ihr mir ja gerade bewiesen. Und jetzt habe ich schon wieder Zeit vergessen. Deswegen muss alle Stunden ich mein Nachtwächterlied singen. Nicht damit die Leute wissen, wie spät das ist, das hat nämlich keinen interessiert. Damals gab es nur 2 wichtige Uhrzeiten. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Die Leute, die haben das nicht interessiert. Aber der Magistrat, der hat wissen wollen, ob ich schlafe oder ob ich wach bin. Deswegen habe ich alle Stunden mein Lied singen müssen. Und ich singe euch jetzt das Lied, um Gottes Willen, 3 ist schon. Ich singe euch jetzt das Lied, das der Nachtwächter, das ich um 3 Uhr morgens gesungen habe. Und hernach, keine Angst, ihr dürft es auch mitsingen. Den Refrain singen wir hernach alle zusammen. Also, ich habe so gesungen. Hört ihr Leute und lasst euch sagen, die Uhr am Turm hat 3 geschlagen. 3 ist, was göttlich heißt, Vater, Sohn und Heilig Geist. Doch Menschen wachen kann nicht nützen. Gott muss wachen, Gott muss schützen. Herr, in deiner Güte und Macht, schenk uns eine gute Nacht. Ja, und dann habe ich noch gesagt, gelobt sei Gott, der Herr. Und jetzt singen wir den Refrain alle zusammen. Ich sing vor und ihr singt mit. Seid dabei? Okay. Menschen wachen kann nicht nützen. Menschen wachen kann nicht nützen. Gott muss wachen, Gott muss schützen. Gott muss wachen, Gott muss schützen. Herr, in deiner Güte und Macht. Herr, in deiner Güte und Macht. Schenk uns eine gute Nacht. Schenk uns eine gute Nacht. Das habt ihr alle gut gemacht. Da draußen wird schon wieder dumper, ich muss gehen. Ich muss weitergehen und meine Runden ran und auf den Start aufpassen. Hoffentlich. Vergeht's. So, jetzt seid gut.